Welkom zu dieser Kurs von seelischer Heilung. Wir sind von der Arbeit die erste Lektion, wenn ihr im Buch der Hand, die erste Lektion ab Seite Nummer 3, verstehen kann, wer ich sie. Das ist ein sehr wichtiger Part von unserer Heilung. Gott, der weiß, wer ich bin. Er weiß, wer du bist. Aber in so einer Welt, dass wir leben, dann, wo uns so weh tun wird und so beschädigt wird manchmal, wir verjäten oder wir verlieren, wer wir sind. Und zum kann vorwärts gehen im Leben und kann vorwärts gehen in deinen Gott vom Horten, dann ist das wichtig, dass wir verstehen können, wer wir sind. Und so, wir wollen mal ein bisschen Einzelheiten betrachten. Das sind auch wichtige Dinge im Leben, was zu sagen, dann wer wir sind. Das sind nicht die wichtigste. Die wichtigste das sind, dass wir verstehen können, wer wir in Christus sind. Okay? Aber das sind Dinge, die die Welt sein wird, und Dinge, die wir sollen lernen unternehmen in uns Leben. Und das ist bloß einfach ein Part von uns. Und das sind Dinge, das vielleicht, was wir heute tun, wie alt wir sind, von wo wir herkommen, dann, unsere Familie, unser Hintergrund, als wir befreit sind oder nicht befreit, dass wir alt sind oder jung sind. All sind die Dinge aus dort. Aber mir jankert besonders ein bisschen zu kicken nur ans Charakter. Den Charakter, was wir haben, den hat Gott gemerkt. Ich glaube, Gott will unseren Charakter formen. Er will den beschließen, dass das dann fehlen wird. Aber das ist manchmal ein Ding, was Menschen in schweren Zeit mit Hand unternehmen, dass sie so einen Charakter haben, dass sie haben. Und da habe ich auch mit gekämpft. Ich sehe von den Temperaments, was wir hostig mit bekicken wollen, ich sehe einen Sanguin. Ein Sanguin, das ist eine Person, die so gleich mit Menschen zu sein, der wehrt sich nicht für wo sein, wo die große Taubkommen sind, die gleich nie Freunde merken, die gleich immer ein Pott, die wird gleich eine Mad zu sein von alles. Und so der verstärkt sich nicht mehr gut so leicht. Diese Person, die verteilt viel. Und so, das wird ein Ding, wo ich mit kämpfen habe in meinem Leben, eine Zeit. Mir wird zu viel, was ich vertellen darf, wegen mein Müll kann mich noch mal im Trouble kriegen, nicht so? So, dann bete ich zu Gott und ich frage, als er mich dort wahrnehmen wird. Und ich kicke dann eine Person, die so still wird und nicht so viel sein, dann dachte ich so, die haben das so fern, die werden sich glücklich, wegen die geraten nicht immer im Trouble nennen, wegen der Müll. Dann weiß Gott mir in Farge, in Prediger Kapitel 3, Ecclesiastes auf Englisch, du hast eine ganze Liste voll Dinge, wo das sagt, das ist eine Zeit zum Geboren sein, eine Zeit zum Sterben und so weiter. Und du meinst, noch in Farge sagt, das ist eine Zeit zum Reden und das ist eine Zeit zum Still sein. Weil ich habe das noch nicht gelehrt, wenn eine Zeit, dass wir zum Still sein. Und so, das ist ein Ding, was Gott an meinen Charakter schaffen muss. Und dass ich das wird verstehen lernen. Gott will mir nicht das Reden wahrnehmen, aber er will das so formen, mein Charakter, dass das wird verarmt die gebraucht werden. So, wir haben den Sanguin. Vielleicht bist du so eine Person als das und hast die vielleicht noch nie nicht so recht verstehen können, warum du vielleicht so viel Unterspaß ist, vielleicht deine Schwester oder dein Bruder oder deine Freund. Aber das ist dein Charakter und du musst lernen, wo du bist, wo du arbeiten darfst, was die scheint, was deine starke Seiten sind, was deine schwache Seiten sind. Und dann lernen die Unternehmen so, als du bist. Und dort, wo du fehlt zu schließen, dort an Gott seine hingeben und luden Abende und schaffen. Wir haben die Melancholics. Das sind Personen, die so durchgedacht sind, die wollen Dinge so durchdenken. Die gehen nicht bis hostig und was non. Die sind auch sehr empfindlich zu den Dingen, die rum und umgehen tun, und dadurch wird leicht weh tun, wenn sie das so leicht nehmen tun. Aber das sind Personen, die sehr begabt sind, wenn sie so Dinge durchdenken tun, haben sie auch eine Gabe, wo sie kann sich wirklich expressen durch Dinge, wie Musik und Art, mit Schreiben, irgendwelche Dinge aus dort. Sie sind sehr independent, sehr selbstständig, aber sie sind eine Person, die vielleicht leicht werden kann, depressed werden, wegen dem Charakter, was sie haben.
Und so ist ein wichtiges Ding, kennenzulernen, wer du bist und was dein Charakter ist. Die Cholerics, das sind Personen, die du auch alle Menschen gleichen zu sein. Die Melancholics, die gleichen mit alle allein zu sein. Für sich allein oder bloß mit einer Person zu sein. Aber die Cholerics, das sind auch so, die gleichen alle Menschen. Aber der hat in so starken Drive, zum Dinge getan kriegen. Sie sind gute Lehrer, wenn sie das in Live tun, dann können sie sehr gute Lehrer sein. Sie sind hastig zum Entscheidungen merken, wo Dinge fehlen zu tun und so weiter. Aber sie müssen auch vorsichtig sein. Sie müssen abpassen, dass die Arbeit nicht mit uns höheren Platz kriegen wird als die Menschen. Wenn, dann geht das noch mal weiter. Und das letzte Temperament haben die Phlegmatik. Das sind die Personen, die Gemütlichkeit sehr gleichen tun. Das ist ein gutes Ding, weil mit so einer Person, falls du die sehr möglich zu sein, sie sind sehr leicht zufrieden über Dinge. Sie sind sehr leicht annehmen. Und so mit so einer Person, falls du die sehr möglich. Sie haben nicht den Drive, was die Cholerik haben. So manchmal gibt es dort Schwierigkeiten, dass sie vielleicht mit Trägeln tun und nicht so viel Motivation haben, zum Nachgehen und tun Dinge. Und das sind hier starke Seiten und schwache Seiten, was jeder Temperament hat. Aber ich würde merken, du kannst lernen, wer du bist. Was für Charakter hast du? Was hat Gott dir gemerkt? Und dann kick du mal ein bisschen an, wo kann ich mich hier an verbessern? Wo sind ich so stark an? Wo sind ich so begabt an? Und dann dort ausleben. Das ist wichtig, dass wir uns selbst kennenlernen. Und dann noch unsere Gaben, was wir haben. Und dort habe ich viel mal nach damit zu tun, mit was von Charakter wir haben, was von Temperament wir haben. Du nur habe ich auch Gaben. Eine Person, die, wenn man sagen, phlegmatic ist, was nicht so manche Menschen gleich zu sein und so weiter, wird Gott vielleicht auch nicht so eine Gabe schenken, wo der immer mit manchen Menschen gehen und vielleicht reden. So, das verbindet sich in was mit dem Charakter, was wir haben, und durch Gläubig hat Gott uns Gaben gegeben. In Römer 12, von Vers 6 durch 8, da sagt dort, und weil unsere Gaben sich unterscheiden, als uns genug geschenkt ist, weil wir da in jeder dünne Brücken, wenn das Prophezeien ist, dann tun uns durch den Glauben geschenkt ist. Wenn dein, dann tun dein. Wenn lehren, dann tun lehren. Wenn ermahnen, dann tun ermahnen. Wenn geben, dann rechtlich. Wenn andere verstehen, dann flietig. Wer euch mitleiden zu sein, soll das mit Freude tun. Hier haben wir 7 Gaben, wo Paulus hier von reden wird in Römer. Und weil wir das mal vergleichen mit einer Person, ich will hier ein Beispiel bringen von einer Person, die krank am Hospital ist, und diese 7 Gaben als Freund, die kommen daheim am Besiegen. Und so jeder einer hat something verschieden, was die geben, was die daheim bringen. Aber die sind alle wichtig. Und das ist ein Ding, was wichtig ist für uns Unternehmen, dass der Gabe, was wir haben, der hat Gott uns für eine Ursache gegeben, der ist ein Part von wer eigentlich sind. Und es ist wichtig, dass wir die Brücken tun, so als Gott das fehlen wird, und so als Gott das will haben. So, hier haben wir eine Person, die krank im Hospital ist. Und das erste kommt, was die Gabe hat von Prophezeien. Er kommt dahin und er sagt zu dieser Person, was prüft Gott zu dir zu sein durch diese Krankheit? Hast du irgendeinen Sinn in deinem Leben, was du nicht bekannt hast, oder vielleicht was du wirst sagen, wo du mit handeln sollst? Hast du irgendwas in deinem Leben, was nicht ganz reich ist, und dass Gott die durch diese Krankheit dort wiesen wird? Der Prophet, der die prophetische Gabe hat, der redet für unser Glückstau. Und das kann manchmal weiter, wenn der was sagt. Und da wird nochmal gesagt, wer die Gabe von prophetisch Reden hat, dass der es entweder sehr geläuft oder sehr gehasst. Sehr wenig, was du waschen sind. Wenn entweder die sagen, krieg dort, was du was hören, oder die sagen, krieg dort Gegenteil. Gott, der braucht die Propheten, Gott braucht Personen mit dieser Gabe. Wegen nochmal ein Mensch wird sehr dreist gesagt. Das hat ein Läuf getan, aber nochmal brauchen die dort irgendwas
Glückstau in 3 Sachen, dort kann geholfen werden. Die zweite Person, die hier ankommt, ist, dass die Gabe von Deinen hat. Und ich kenne Personen in meinem Leben, die diese Gabe haben, und die sind immer fußbereit zum Halten. Alle wegen Beifoten. So, diese Person kommt hier im Hospital in diese Stufe an und sagt, hier, ich habe ein kleines Geschenk, das ihr braucht. Und ich habe deine Post neu sein. Ich habe den Hund Futter gegeben, ich habe die Planten gegoten, ich habe abgewaschen bei die. So, da habe ich viele Dinge getan, die gleich zu tun. Und so ist dort bewies da seine Leben für diese Person. Dann haben wir die Gabe von Lehren. Der Lehrer, der kommt dann an, und der Lehrer, der denkt immer ein bisschen so, was kann ich mehr lernen von alles. So, der kommt dann an und der sagt, ich habe diese Krankheit studiert. Ich will ein bisschen mehr wissen von dieser Krankheit und wo die ankommt und wo wir mit dieser weiter handeln können. Und so, der gibt diese Person für ein Teil Information. Dann kommt der, was der ermuntert. Die wird ermuntert, die haben Verlangen, dass Menschen wissen sollen, dass die sollen kann aus ihr Verstärken rauskommen, wo immer die sich verstärken und die kann durchbrechen, dass die wissen kann, die gleich Mut zu merken. Okay, so diese kommt hinein und fragt auch, so wo können wir das nicht brauchen, was du hier nicht durchgehen hast, wo können wir das nicht brauchen für die Zukunft, dass du von das wissen wirst. Die kijkt immer sehr positiv an Dinge an. Wenn du etwas Schweres durch ist, die würde sehr leicht so ankicken und sagen, aber kannst du wissen von das? Kannst du was lernen durch das? Dass das nicht vergebens ist, was du hier durchgehen hast. Dann die nächste Gabe ist geben. Diese Person, der ist sehr am zu tun, diesen Kranken geben, was immer da fehlen wird. Und er kämpft und fragt, hast du Insurance, hast du Seguro, dass das wird bedacht worden, oder fehlt dir Geld? Soll wir sein, wo Geld zu kriegen, dass wir das betonen können für die. Ein Geber, der wird als sehr leicht, wo eine Stadt fängt, wo irgendwas fehlt zu geben. Das kann irdische Dinge sein, aber das kann auch geistliche Dinge sein. Dann haben wir den Lehrer, der wird durch unsere Verstunden. Der wird wählen, als die Lehrung zu nehmen an irgendeine Sache. So, er kommt hinein und er sagt zu dieser Person, du sollst nicht tun. Ich habe alles am Hand. Ich werde nur sein, dass alles, was getan wird. Bei deiner Arbeit steht, ich habe Menschen am Platz gesagt, die sind ganz anders sagen, ich habe alles in der Hand. Und da bist du gesund worden. So, das ist ein Freund, was sehr viel wert ist. Und der letzte habe, der wird mitleidend ist. Das ist eine sehr wichtige Gabe. Diese Person kommt hinein und sagt, ich kann so mitfühlen mit dir, das mir so leid, dass du jemand krank am Bad liegen, wo fühlst du nun? Sie, das ist die Person, die Kranke so erbrücken hat, in seinem Krankenbad, nicht so? Und vielleicht hast du die Gabe, dass du ein Verlangen hast, Menschen zu besiegen, wenn die in schwere Zeiten sind. Dann braucht die Gabe. Das ist, wer du bist, das ist, was Gott dir gemerkt hat. Aber weißt du, wenn uns Hort verwundet ist und dort eine große Weide ist, dann leben wir diese Gaben nicht aus. Wenn dann sind wir selbst krank. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Heilungsklassen durchgehen, wir diese Zeit von Heilung durchgehen, dass uns Hort kann gesund sein, dass den Charakter, was wir haben, die Gaben, was wir haben, dass Gott das kann bringen, um den Nächsten halten damit. So, wir schaffen dann ich und uns selbst und dann sollen wir den Nächsten halten, mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Da sind auch noch andere Dinge, die wir in Betracht nehmen. Ab sieht Feuer in den Berg. Da sollen die verschiedensten Bäume, wir haben Jahreszeit. Das ist auch da, wo du in dieser Welt wohnen darfst, nicht? Ab was Städten sind bloß 2 Zeiten im Jahr, die 3 Zeiten in der Zeit. Aber ab vielen Städten haben wir Feuer Jahreszeiten. Und so sind auch in uns Leben Zeiten, dass wir fangen an als ein neugeborenes Kind und lernen uns gehen und vertalen und so dort was wie wieder. Und dann eins dann ja, dass ein bisschen ändern ist. Dann kommen wir an eine andere Zeit von uns Leben an, wo wir vielleicht Schule anfangen dann. Und
En nu ändert dat. Nu zijn ik maar bloß thuis bij mama. Nu zijn ik in een schoolmank onder mensen. Nu leer ik de Welt een beetje alle kan. En zijn toemakelijk en gemütlich geworden. En dan komt de nächste Ändernis. Nu kom ik in een nieuwe tijd van mijn leven aan. In de Jugendjaren. En ik ging uit de kinderjaren. En dat is niet een makkelijk geval. En zo, hier ga ik nu een grote Ändernis door. Een Jugendliche. Ik weet dat het schwer is voor jullie, wanneer je in die stad bent. Zoveel Ändernissen als dat geven dat. En de Jugendlichen doormaken, die vinden zich voor een mes niet terug. En ze vragen zich zo ver, wer zijn ik überhaupt? En die gleichen niet meer, wer ze zijn. En deze jaren voor dem, dan werden ze zo gemütlich en ze gleichen ganz enorm, wer ze werden. Maar hier heeft het grote changes en nu fangen ze zich veel te vragen, wer zijn ik überhaupt? En zo in zo'n momenten, wo het zo'n grote Ändernissen geven dat, du komt de vriend en hij zit in de gelegenheid, met ons denken te spelen. En wo wir anfangen vrolijk te worden, wer zijn ik? God wil gaan, wie zullen weten wer wir zijn. Krijgen dan van het Romans ook alle draal is, aber God wil gaan, wie zullen verstaan gaan wer wir zijn. En dort zal wir ons houden. Dan gaan die tijden weer. Nu bist in de Jugendjaren en hast die du al zo halfweg geleerd. Nu kommst du in een tijd im Leben, wo du von deinen Jugendjahren loslassen sollst. Und nu sollst du anfangen, ein Leben zu kicken, wo du dich vielleicht befreien wirst, deine eine Familie anfangen, oder wo du bloß selbstständig wirst. Du lässt von deinen Eltern ihre Leitung los, du darfst von euch ein Tag verkommen, und dein einen Tag bieten sozusagen, direkt unter Gott seine Leitung. Und das kann eine schwere Zeit im Leben sein, mit so einer Ändernissen als das. Und so steht ja dort wieder im Leben. Vielleicht bist du all in 40 Jahren und nu bist du eine Stelle in deinem Leben, wo du die anfängst zu fragen, wer bin ich überhaupt? Wo bin ich gekommen? Und wo will ich hin? Und so, das ist eine große Zeit von Ändernissen. Gott will haben, wir sollen klar haben, wer wir sind. Wer sind wir in Christus? Dort ist dort, was uns hier wird halten, durch all die Ändernissen. Wenn wir dort wollen verstehen können, wer wir in Christus sind. Wenn wir in der Welt sind, die Welt die wird uns nicht einmal annehmen, für was die sagen wird. Aber dann wollen wir klar kriegen, wer wir in Christus sind. Und ob sie 6, 7 und 8 in dem Buch, da sind viele Dinge abgeschrieben. Viele Wahrheiten von wer ich in Christus bin. Mit diesen Wahrheiten muss ich mir fallen, jeden Tag, dass ich dort wo einmal klar habe. Ich sehe Gott sein Kind. Ich sehe frei. Ich sehe in Bürger vom Himmel. Ich sehe Rat und meine Sünden sind alle vergeben. Das ist ein bloß Wort von dir. Aber nimm die den an und hol fast an dir. Als Jesus sich Leute taufen im Jordan-River von Johannes, dann kommt eine Stimme rauf vom Himmel und das sagt, das ist mein Sehen und wir möchten gefallen haben. Jesus, der hat in all 30 Jahren hier diese Eid gelebt, der hat endlich noch nichts getan, so wie als Menschen geholfen, Menschen heilen oder gepredigt, noch nichts so was getan. Und hierüber sagt sein Führer, ich habe gefallen an die. Und woran wir dort? Wenn er hat nichts zu tun mit was er getan hat. Wenn er hat noch nichts getan, nicht was Besonderes, wenn es nicht von abgeschrieben. Aber er hat zu tun mit wer er ist, wer er wir. Gott bestätigt dort, er sagt, das ist mein Sehen. Und wer mir ihm gefallen hat. Jesus weiß, wer er wir. Er weiß auch, zu was er gekommen wird, aber ganz erste, dass Gott das bestätigt, wer er wir. Und so, wenn du was vorwärts gehen im Leben, wenn du was vorwärts gehen im Dienst, dann das Erschluten von Gott bestätigen, wer du bist. Von du ging Jesus in seine Wüste an, wo am versagt wird, und dann ging er in seinen Dienst an. Das ist, was Gott mit dir tun will. Ich will halt bestätigen, wer du bist. Und was dien wird, ist bei ihm. Und dann wird er die in die Wüste anbringen, wo wir in die nächste Lektion wollen angehen. Und dann von da wieder im Dienst an. So, und ihr seht die dort, wer du bist. Lehr die selbst kennen, wer du in dieser Welt bist, wer die Welt ist, aber noch viel wichtiger, wer bist du in Christus. Da dort ganz, ganz klar kriegen, wegen dort ist das erste Ding, wo der Feind Jesus an versiegen will. Dort Jesus nicht wird weiten, wer er wir,
Aber Jesus hat auch klar, wer wir in der Feind kann nicht gehen am Down. So, ich wünsche dir da viel Mut und Kraft an, lehr dich kann, fang ut, wer du bist an Christus. Wir noch beten zum Schluss. Dankeschön, Vater Gott, dass du dort bestätigen das, wer wir sind, und dass wir dürfen, deine Kinder genannt worden. Dort hast du im Kreuz alles vollbracht. Dort hast du im Kreuz alle Mögliche gemerkt, dass wir die Klarheit können haben. Und ich bete von dir ganz besonders für dich, wo du eine große Zweiflung leben über wer sie sind. Und über die Person, wo du nicht eine Leuwe haben für sich selbst. Ich bete Gott, dass du in ihr Herz schaffen wirst, dass du endlich Klarheit geben wirst, dass sie werden kann, frei werden an ihr Herz und endlich verstehen kann, wer sie sind an die. Dankeschön für diese Zeit, musst du diese Zeit segnen und wieder mit uns gehen. Verdiene ihr in Jesus' Namen. Amen.